7 Landfrauen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen, die gerne ihre Gäste verwöhnen. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Unsere Gastgeberinnen: die Monika Bernhard aus Urtenen-Schönbühl, Janine Fischer von Riechen bei Basel. Aus dem Entlebuch Heidi Hofstetter. Dann sind auch dabei Nicole Reusser aus dem solothurnischen Biezwil. Aus dem toggenburgischen Mosnang Ruth Breitenmoser. Das Vreni Scherwe aus dem bernischen Clavaleyres. Und Tanja Bisacca von Donjo, Kanton Tessin. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Das erste Landfrauenessen gibt es heute zu Urtenen-Schönbühl im Kanton Bern. Es ist Samstagmorgen. Heute kommen die Landfrauen bei der Monika Bernhard zu Besuch. Monika macht zusammen mit ihrem Mann, Fritz, einen Morgenspaziergang am Moossee. Auf dem Weg kommen sie auch bei ihren Mutterkühen am Seeufer vorbei. Das Kalber Ende der Monat. Am Moossee ist es ruhig und friedlich. Aber bei der Monika kribbelt es schon langsam. Das junges Bubentag. Ja. Ich bin froh, wenn ich jetzt starten kann. Jetzt ein oder andere angehen von meinem Gericht. Vorbereitungen treffen. Ich hoffe, ich möge kommen bis heute Abend. Die Landfrauen sind auf dem Weg nach Urtenen-Schönbühl. Sie haben sich schon einmal getroffen und gelernt kennen. Gerade von Anfang an ein munteres Trüppli, das da zum ersten Landfrauenznacht bei der Monika unterwegs ist. Bei den Vorbereitungen läuft es Monika wie am Schnürli, oder besser gesagt, wie am Fädeli. Ihr Hauptgang ist ein Rindsfilet am Fädeli auf einem Gemüsebeet an einer rassigen Senfsauce mit frischen Kräuterherdöpfeln. Was mir ein bisschen Bedenken macht, das ist glaube ich, schon auf einmal der Hauptgang, dass ich die Filet wirklich so auf den Punkt bringe und dann auch so servieren kann, wie ich es eben gerne möchte haben, wie sie wirklich schön überkommen. Angehängt am Kochlöffel kommen die Filetstücke am Fädeli zusammen mit dem Gemüse in eine kräftige Bouillon. Ja. Oh, der hängt mir ein bisschen lang, aber es macht nichts. Von dem wissen die Landfrauen noch nichts. Und gleich haben sie schon ihre Erwartungen. Möglicherweise von ihren Mutterkühen schon ein bisschen Fleisch. Auf der anderen Seite ist der Moossee nicht mit. Vielleicht ein Fisch. Mit uns ist noch ein sehr kreativer Typ. Wird noch vielleicht eine Überraschung geben dazu. Ich kann warten, weil ich ihren Garten eigentlich vor mir sehe. Ein Haufen Gemüse aus dem Garten und mit drin ein gutes Stückchen Fleisch. Ich erwarte, sie macht ein paar so scharfe Sachen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihre Erwartungen an sie selber extrem hoch sind. Und vielleicht zusammen mit der Nervosität, die sie heute hat, dann auch zum einen oder anderen Lapsus führen. Ich schätze sie als sehr genaue Vieh, genau. Und ich denke, entsprechend wird auch die Dekoration sein. Sie wird auf jedes Detail schauen. So ist es. Es geht schon mit dem Gemüse los. Die Monika sagt ihrer Schwester an, genau wie sie es haben will. Dann machen wir. Ich will einfach schauen, dass wir fein bleiben. Ja. Die Monika, der Fritz und alle 3 Kinder sind das Empfangskomitee. So. Hey, hallo. Viel Glück. Danke. Merci vielmals. Schön, willkommen bei uns. Merci. Freue mich. Alle freuen sich, dass es jetzt endlich losgeht und sind gespannt auf das erste Essen. Ja. Merci. Sieht super aus.
Danke. Auf heute Abend. Ich hoffe, es gelingt mir und schön seid ihr da. Gesundheit miteinander. Wohl miteinander. So weitergehen. Dazu sagt, ja. Excuse, liebe Frauen, es ist Zeit für mich, ich muss jetzt in die Küche. Ich wünsche euch allen hoffentlich ganz einen guten bei meinem Gericht. Ich freue mich, euch ein bisschen später wieder zu sehen. Habt es schön zusammen mit meiner Familie. Merci vielmals, bis gleich. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Küche wird für das Landfrauendessert brezelt. Rosmarie ist die Mutter von der Monika und wohnt im Stöckli nebendran. Dass sie so sind, wie wir sie gerne haben. Es ist mir noch etwas passiert, ein bisschen Kirsch drin. Hast du Freude? Das ist doch gut. Also das nehmen wir jetzt. Das nehmen wir jetzt. So, jetzt muss man einfach da ganz gleitig rollen. Aber die sind jetzt schon ein bisschen zu gross, gell? Kannst du ein bisschen weniger nehmen? Ja. Wir haben es schön zusammen. Es ist wirklich... Ja, manchmal sind wir schon nicht gerade gleicher Meinung, aber dann kommt man wieder auf einen Nenner. Oder ich gebe... Es ist ja Bäuerin, oder? Ich muss jetzt nicht mehr so viel sagen. Überhaupt nichts. Am besten. Dass es mir vielleicht sagt, du weisst was, aber du solltest vielleicht darauf schauen. Oder ich würde jetzt, wenn ich die wäre, das ein bisschen anders angehen. Oder, ja. Manchmal sind es Ratschläge und manchmal auch gut gemeinte Ratschläge. Aber es ist halt manchmal auch, dass ich dann sage, ja, ich höre und mache dann manchmal gleich das, was für mich stimmt. Für meine Familie. Das ist ja nicht gleich zu unserer Zeit, die Kindererziehung. Das ist so. Und die machen das gut. Gell? Jetzt darf ich nicht mehr reden, ich mache nur noch schwarz. Auch wenn sie nicht immer einer Meinung waren, die Monika und ihre Mutter haben es gut zusammen. Der Ackerbau ist ein wichtiger Betriebszweig auf dem Seehof. Der Fritz ist zusammen mit dem Sohn Marco in der Braugerste. Der Marco hat gerade die Ausbildung zum Bauer angefangen. Das Wetter war lange nicht so gut. Trotzdem hoffen sie auf eine gute Ernte. Wir sind hier in der Braugerste und kontrollieren den Reifegrad und die Qualität. Und die Braugerste haben wir angepflanzt, weil wir in Zukunft unsere Kleinbrauereien der ganzen Schweiz versorgen mit dem Schweizer Rohstoff. Malz aus Schweizer Braugerste. Ein eigenes Bier brauen, das wäre der Traum von Fritz. Ja, ein Traum ist es auch eher ein bisschen vom Vater, aber ich habe es sicher auch gerne. Also ich bin auch ein bisschen stolz auf die Gerste, dass wir hier eigenes Bier daraus machen können. Aus dieser Gerste wird Malz gemacht, ein wichtiger Bestandteil des Bier. Für die Ernte kommt ein Kollege, der Fritz Spring, mit seiner Erntemaschine. Er ist Lohnunternehmer und macht das für die meisten Bauern in der Umgebung. Bei Bernhards ist es Tradition, dass die Monika am Fritz ein Zvieri auf seine Maschine bringt. Der Fritz hat keine Zeit für eine Pause. Wenn das Korn reif ist und das Wetter stimmt, wollen alle am gleichen Tag ernten. Dann arbeitet er rund um die Uhr. Da Fritz, da ja. Noch etwas. Merci, Monika. Zwischendurch, gell? Super. Wenn du dazu kommst, Schotti, ja? Nehmen wir gerne, wenn wir Zeit haben. Tipptopp. So unglaublich es tönt, es gibt keine Melzerei in der Schweiz. Und Fritz seine Gerste wird in Deutschland weiterverarbeitet.
Der Fritz war früher ein aktiver Schwinger. Er hat seine Freude an diesem Sport am Marco weitergeben. Die ganze Familie geht darum gerne an Schwingfest oder wie heute an das Training von Marco beim Schwingclub Münchenbuchsee. Wenn ihr zieht, lass gehen, Stirn und richtig zur Brust nehmen, Hose, den Unterarm klemmen und den Boden. Gesehen? Gut, üben. Dann wir schwingen. Der Marco hat schon mit 7 angefangen zu schwingen und ist seit diesem Jahr bei den Aktiven. Ja, gut. Gut. Der Sport im Sackmau gefällt auch den Frauen in der Familie. Noch 2-mal, kommt. Ich war schon beim Fritz natürlich auch auf dem Schwingplatz und habe gehofft, dass ihm es gut geht. Und wenn sie aber so in Lagen danach sind oder einen Schwung danach machen, dann es nicht so, im Moment nicht so gut aussieht, habe ich einfach auch ein bisschen Respekt und ein bisschen Angst und hoffe, dass sie wirklich unfallfrei bleiben. Das ist so ein bisschen das, aber eben, manchmal schaue ich dann ein bisschen weg, wenn es ein bisschen heiß wird. Ich darf heute eigentlich sagen, dass er heute technisch schon weiter ist, als ich einmal war. Es ist auch schön zum Zuschauen. Manchmal geht es ein bisschen grob zu und gleich, wenn der Bruder schwingen, denkt man, wir haben gleich einen kleinen Stolz auf sich. Na? Der Werner Siegenthaler hat vor 47 Jahren bei den Eltern von der Monika als Knecht angefangen. Kühe auslassen! Heute gehört er schon fast zur Familie. Oben! Du helfen. Auch wenn sie nicht mehr so viel dazukommt, die Monika geht gerne draussen auf dem Betrieb helfen. Laufen! 25 Simmentaler Mutterkühe mit Nachwuchs gehen auf die Weide am Moossee. Bernhards Kühe sind begehrt für die Zucht und sie produzieren auch Fleisch- und Trockenfleischspezialitäten. Der Werner kennt jedes Tier in der Herde und schaut, dass es allen gut geht. Ein besonderes Verhältnis hat der Werner mit dem Stier Lito. Er frisst ihm buchstäblich aus der Hand. Die Kühe haben mich eigentlich begleitet, von ganz klein auf. Schon auf meinem elterlichen Betrieb haben wir immer Kühe gehabt. Das ist eigentlich das Schönste, was man erleben kann. Dass man sieht, wenn sie junge Kälbchen haben, dass die einfach wirklich 8 Monate zusammen sein können, dass sie zusammen auf der Weide sind, dass die Kleinen untereinander zusammen sein können. Das ist für mich ein ganz ein schöner Teil von unserem Alltagsleben, das das ausmacht. Das Schoki-Parfait ist das einzige vom Landfrauenmenü, das die Monika schon im Voraus machen kann. Das gibt mein Schoki-Parfait für mein Landfrauenmenü. Und das ist der erste Komponent, den ich anfange heute. Schoki, Merenke, Eiweiß, geschlagene Niedeln und Zuckerwasser kommt rein. Das ist aufgekochtes Wasser mit ein bisschen Zucker drin, das ich unter die Masse tue. Ich denke, dass sie die
die verbröselten Merengen, die nachher die Masse also eben noch ein bisschen spannend machen, wenn man das Schoki-Parfait auf dem Teller hat. So, es kommt gerade nicht gut, sehe ich gerade. Es ist gerade nicht gut, das geht mir gerade zusammen. Siehst du? Es sollte dickflüssiger sein. Kein Seich. Zu warm. Zu warm. Die Flüssigkeit war zu warm, das Wasser mit dem Zucker. Ja, ich muss das noch mal machen. Diesen Part muss ich noch mal zeigen, das ist schade. So kann ich es nicht geben. Du weißt, dass ich nie Dessert machen muss. Ich mache im Flüchten aber Kochkurs von dem Dessert. Und gleich holt sie für die zweite Runde von diesem Dessert den Fritz als Verstärkung. Ja, das ist gut. Zweiter Versuch. Sieht da schon ein bisschen anders aus. Ja, es gefällt mir besser. Voilà, jetzt muss das Parfait nur noch in die Gefriere und schon ist ein Teil des Desserts parat. Langweilig wird es der Monika nie. Es gibt immer viel zu tun im Haushalt und auf dem Hof. Eigentlich braucht es sehr viel bei mir, dass es mir zu viel wird. Ich bin ein recht ausgeglichener Mensch. Ich bin ein ruhiger Typ und kann relativ gut mit vielen Belastungen umgehen. Aber es gibt auch irgendwelche Momente, wo ich muss sagen, jetzt würde ich gerne noch einmal ausklinken oder einfach kurz ein bisschen raus und dann. Das ist so, ja. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat es so eine Situation gegeben, wo die Monika an ihre Grenzen kam. Vor ein paar Jahren sind wir so ein bisschen vor einer Situation gestanden, wo es darum ging, ob wir auswandern wollen. Wir als Familie. Und ich habe das auch wie ausprobiert, in dem Sinne, dass wir einfach verschiedene Sachen, verschiedene Farmen anschauen. Und immer wieder, wenn ich mich an den Platz gestellt habe und mir habe überlegt, wie ist jetzt das, wenn ich jetzt dort wohnen würde, wenn wir jetzt dort den Betrieb führen würden, so konnte ich einfach mich nicht mit dem identifizieren. Ich habe gespürt, es ist nicht mein Zuhause, ich kann mich nicht wohlfühlen. Und es ist dann auch gesundheitliche Probleme gehabt. Und das war dann eigentlich ein Grund, dass wir es nachher sein lassen, dass wir gesagt haben, wir warten mal und schauen, was wir sonst für Gelegenheit oder Möglichkeit bekommen, für eine andere Lösung zu finden für unsere Zukunft. Es war eine schwierige Zeit, vor allem für mich, weil ich gemerkt habe, dass ich meinem Mann, meinem Partner, so eigentlich einen Traum nicht helfen erfüllen. Es hat mich sehr belastet gleichzeitig und ich habe probiert, mich irgendwie immer wieder mit dem auseinanderzusetzen, aber es ist mir einfach nicht gelungen. Und das hat wehgetan. Es hat mir vor allem sehr wehgetan, weil ich wusste, wie gerne er dort war. Ich habe ihm das nicht helfen ermöglichen. Das Kompliment. Also das. Hast du es verleiden wegen der Wärme? Ist auch ein bisschen. Sonst ziehst du es halt. Sonst ziehst du es wieder ab. Ja. Merci vielmals. Wir haben heute Hochzeitstag und den feiern wir hin. Ja. 24 Jahre. 24 Jahre. Ist das etwa? Das ist gegen ein Ereignis für uns. Wir arbeiten gerne zusammen und wir leben gerne zusammen und haben zusammen eine Familie gegründet. Und, mit allen Hochs und Tiefs. Das ist auch das Rezept. Vor allem Tiefs haben uns auch gestärkt in der Beziehung. Es ist eigentlich schon ein näherer Tag, den wir haben. Und am Abend, wie gesagt, gehen wir einfach mit unseren Freunden essen. Die haben gleich einen Tag geheiratet wie wir.
Und dann tun wir es so handhaben, dass ein Bärli abwechslungsweise die anderen einladen und das zusammen feiern. Was tun wir auf was? Das sagen wir auf die nächsten 24 Jahre. Gesundheit Werner, Röstli, Gesundheit Hans-Peter. Alles Gute. Gesundheit. Der letzte Tag vor dem Wettbewerbsessen. In der Stube braucht es jetzt Platz für die Landfrauen. Geht's für dich? Ja. So, hier Bett zu der Fruchtschale. Gut, und dann kommt dazu Bett. So. Schau, der schöne Nussbaum ist. Für die Vorspeise fehlen jetzt noch die Forellen und das Saiblingsfilet. Guten Morgen, Elisabeth. Guten Morgen, Monika. Geht's dir gut? Ja, merci, selber auch. Ja, du, los, ich hätte gerne heute meine bestellten Fischfilet gereicht. Sehr gerne. Fisch, ja, gerne. Morgen, gell? Auf jeden Fall. Oh, sehr schön. Saibling, gell? Genau. Forellen, Reis. Schön. Sehr gut. Und mit der Haut, gell? Beides mit der Haut, so wie du es bestellt hast. Tipptopp. Das passt sehr, sehr gut. Herzlichen Dank für das Vorbereiten. Gut. Sogar kochen kann der Fritz und er macht es auch noch gern. Er geht auch regelmässig in einen Kochkurs. Meistens bin ich der sagt, komm, wir probieren doch noch mal das und dieses und eins. Das dürfen gut also 3 bis 4 rechte Knoblauchzenken dürfen rein. Das ging sehr spannend. Wir lassen uns immer überraschen. Er ist immer der sagt, komm, hast du das schon probiert? Komm, jetzt machen wir noch das und wir tun noch das rein. Und manchmal habe ich das Gefühl, es lässt sich vereinbaren und manchmal habe ich das Gefühl, nein, das passt jetzt hinten und vorne nicht. Fürs Mittag probiert der Fritz heute nichts Spezielles aus. Ein bisschen mehr Knoblauch und grob gehackte Zwiebeln kommen ins Risotto. Aber vor allem schnell muss es gehen. Es gibt noch viel zu erledigen. Ich will schon einen Salat. Ich tue schnell mit auf den Tisch. Ich glaube, wer nimmt gerade alles miteinander? Der Familienzusammenhalt ist der Monika ganz wichtig. Aber gleich, ob die Monika oder der Fritz kochen, es kommen alle immer gerne heim. Auch die Mama von der Monika, die Rosmarie, genießt das Essen mit der Familie. Oh, excuse. Bewertung. Ich gehe jetzt, wenn es 10 das Maximum ist, tue ich dir jetzt heute das 9 geben. Das kann noch ein bisschen besser sein. Einfach etwas offen. Wenn die Mami kocht, ist es gut. Und wenn der Papa kocht, ist es auch fein. Das ist noch schwierig zu sagen, aber der Papa kocht selten. Jetzt habe ich schon ein bisschen Dauer, jetzt geht Nein, nehmen Sie dann her. Nach dem Mittag hilft Marina bei der Dekoration. Jetzt versenkt sie mir gerade. Was? Das ist auch schön. Das ist nicht ein Apero. Das Motto ist eigentlich mit Kräutchen und Beeren und einfach so ganz fein, dezent. Unsere Stube ist relativ klein, ein bisschen düster. Und darum hatte ich das Gefühl, es braucht nicht wahnsinnig viel, aber einfach eben fein. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was mich verkörpert. So, ich glaube, Blüteli habe ich genug drin. Grün. Ich mache. Aber der Tag ist noch lange nicht zu Ende. Einmal im Monat treffen sich die Männer vom Treichler Club Seeland zum Proben. Jedes Mal auf einem anderen Hof. Ausgerechnet heute bei Bernhards.
intensive Proben gibt Durst und auch der gemütliche Teil dieser Übung geht dann noch lang. Es ist Samstag. Die Landfrauen sind da. Jetzt läuft es rund in der Küche. Das gibt jetzt unsere Senfsauce, die ein bisschen rassig soll daherkommen mit unserem Rindsfilet, das wir hier geplant haben. Und ja, das wird so ein Stückchen von mir sein. Und wir hoffen, jetzt, wir bringen es gut her. Dass es so, weil das Rindsfilet ist nicht so wahnsinnig fest gewürzt. Das heisst gar nicht nur aus dem Sud. Und darum muss es etwas Rassiges verleiden. Aber warte zum Andämpfen. Senffrüchte, Lauch, Sellerie und Zwiebeln werden angedünstet, mit Bouillon abgelöscht und 20 Minuten geköchelt. Schön andünsten alles zusammen. Für mich ist das wieder ein kleiner Einstieg ins Kochen, weil ich habe das Kochen ein bisschen weitergegeben an meinen Mann. Der hat das plötzlich als Hobby entdeckt und ich kann mich jetzt ein bisschen mehr im Garten widmen. Und 3 Sorten Senf gehören dazu. Sieht lustig aus. Das Salatbouquet gibt es zur Vorspeise zusammen mit dem Fisch und wird im Gläschen serviert. Der Tisch ist deckt, die Landfrauen nehmen Platz. Oh, so schön. Das ist angeschrieben. Ja, das stimmt. Ja. So schön. Ganz schön. Gehen wir nach die oben? Gut. Jetzt haben wir das Hobby entdeckt. Helfermonika. Und wie immer bei den Landfrauen macht der Mann den Service. Jetzt gilt es in der Küche richtig ernst. Man sieht hier auch ganz schön die wunderschöne Zeichnung auf der Haut. Das gefällt mir speziell gut. Und darum habe ich das Gefühl, ich möchte gerne 2 verschiedene Filets, die normale Forelle und eben der Saibling, der die Zeichnung hat. Und das kommt da ganz schön vor. Probieren wir das jetzt zu machen. So. Es fehlt mir etwas. Das andere Päckchen Fisch. Das ist noch der Küchli. Ich muss das noch reichen. Jetzt habe ich gerade gesehen, die hat 2 verschiedene Sorten. Ich muss schauen, ob sie da sind. Ja, dann warten wir schnell. Schon gehört? Fein. Ja. In der Stube wartet man mit Vorfreude auf den ersten Gang. Das ist der Backrohr. Ja, ist auch gemacht mit dem Backrohr. Die Idee, das sagt man. Die weißen Haufen. Ich habe vorher auch hier innen gesucht nach Fisch. Nein, aber das kann ja nicht sein, dass der Fischzüchter mir nur ein Ding hat gegeben, gell? Dann hast du es nicht. Hä? Wo hast du? Also ich habe doch die 2 Dinge genommen vom Züchter. Also du hast gesagt, improvisieren. Also, dann gibt es halt nur eins. Das spielt keine Rolle. Dann tun wir das einfach so drapieren, dass es reicht. Lass mal schauen. Das ist schon ganz komisch. Das, was wir vorgestellt haben. Ah. Hey! Hast du es gefunden? Yeah! Erfolgserlebnis. Jetzt habe ich alles wirklich mehr Deutsch. Schön Vögel. Tipptopp. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung. So, liebe Frauen, schön seid ihr da bei uns in der Stube. Ich bin schon ein bisschen dran und eben, wie gesagt, halt ziemlich nervös und habe ziemlich voll Farbe und überhaupt. Ich bin froh, wenn ich langsam anfangen euch anservieren kann. Ich möchte euch jetzt gerne heute mein Menü vorstellen. Wir fangen an bei einer Vorspeise. Ein Fischfilet aus der Region, garniert mit einem Blumenbouquet. Nachher ein Rindsfilet am Fädeli mit verschiedenen Gemüse und frischen Kräuterherdöpfchen. Am Schluss gibt es noch eine süße Verführung und das ist das Beeresüppli mit Überraschungen. Und da sage ich auch noch nicht viel mehr dazu. Ich wünsche euch allen einen ganz guten und wie gesagt, trinkt dann einfach etwas. Es ist sehr warm hier drin.
Danke. Bis gleich wieder. Ja, merci. Der Holzherd wird noch mal richtig eingeheizt. Es kann losgehen. Grüezi, so, jetzt kommst du auch schon. Kannst du die Schulze anlegen? Der Fritz bekommt noch den letzten Schliff. Ja, ist ja wieder etwas durch. Komm, schau. Oh, ist gut schön, so. ja. Hey. Also. Gut. Jetzt tust du vielleicht gerade so rollen, wie du in der Länge, die du gerne hast. Ja. Ich würde nicht zu tief. Geh noch ein bisschen rauf. Nein, Oder, dann so ja, unter den gut, Bauch. einfach so, wie es dir wohl ist. Halt. Jetzt. Görli, sind die Bängel zu kurz. Zeig, ich habe den. Die Bängel zu kurz. Und jetzt gehen sie. Schau. Hey, wir haben so richtig gekauft. Gut. Gut, Herr. Schön. Liebe Landfrauen, ich darf euch ein bisschen Weisswein servieren. Das ist ein Chasselas aus dem Rebgut der Stadt Bern. Das ihr schon gehört beim Apero. Marina, unsere älteste Tochter, hat dort 2 Lehrjahre von 3 gemacht. Nachher. Danke vielmals. Danke. Ich wünsche euch Gesundheit. Danke. Grüß seid ihr oben. Zum Wohl mit Zum Wohl. Mit dem Weisswein stossen die 6 Konkurrentinnen auf das erste Wettbewerbsessen an. Zu den Fischfilet gibt es eine Quarksauce mit Sauerrahm, Dill, Salz und Pfeffer. Ein Saibling und ein Forellenfilet dazu und schon ist die Vorspeise fertig zum Servieren. Darf ich das schnell bei dir? Wir können die in ein Schälli tun, vielleicht, und dann kann man es noch geben, wenn jemand noch ein bisschen mehr möchte. Soll ich noch etwas sagen? Das ist gut, dass Sie wissen alles. Ich habe alles erzählt, was es gibt. Ich kann mal schauen. Schälli. Liebe Landfrauen, darf ich den ersten Gang servieren? Ich habe noch vergessen zu sagen, ich hoffe, das paar Salatbucke hängt hier oben dran. Ja, es hat so eine Büschel, gell? Nicht nur wegen der Händchen ein bisschen schwierig zu messen. Der Fisch war wunderbar, gerade wie er muss sein. Im Go perfekt. Ein bisschen Mühe hatte ich mit dem Salatbuquet. Sehr schön angerichtet, die Sauce sehr gut, aber ich hatte ein bisschen Mühe, es zu essen. Ich habe nicht recht gewusst, soll ich jetzt das Buquet aus dem Teller kippen, aus dem Gläschen kippen, oder isst man das im Gläschen innen? Ja, ein bisschen schwierig. Die 6 Landfrauen bewerten die Präsentation und den Geschmack von jedem Gang auf einer Skala von 1 bis 10. Zusammen reden dürfen sie erst nach der Bewertung wieder. Der Fisch war ein bisschen ungewürzt. Der ist, ja... Hätte ein bisschen mehr Salz verliehen. So. Die 5 verschiedenen Gemüsesorten kommen jetzt in die Bouillon. Kann ich dort reinkommen? Ist gut bei dir? Ich weiss nicht, wegen dem Gemüse. Auf einem Holzherd ist es nicht so einfach, die richtige Temperatur herzubringen. Ob das gut kommt, die Filet direkt aus dem Kühlschrank in die 80-gradige Bouillon. Wegen dem Gemüse, dass es nicht nachher ist. Aber es sollte eigentlich schon. Ich denke schon. Ich würde jetzt hier die Senfsauce fertig machen. Hm? Ist gut, wir behalten es einfach dort warm. Genau. Ah, schön. Gut, hä? Ist nicht schlecht, ja. Ja, ist gut. Man kann das so wie man.
Das ist einfach nur Cuisine. Ja, jetzt geben wir da halt gleich noch ein bisschen, weil... Hey, das brennt ja nicht mehr. Mama, es geht schon. Nein, es hat nur Blut. Jetzt haben wir das Geschenk. Die Bouillon ist abgekühlt und das Gemüse wird nicht lang. Wie sieht es bei euch aus? Ja, es ist bis bewölkt noch gerade. Wegen? Unser Gemüse hat länger als das Fleisch. Ist das Gemüse noch nicht gut? Ja, es ist einfach noch ein bisschen es ist ein bisschen zaghaft. Nein. $50. Er kommt noch ein bisschen. Ich glaube, wir nehmen die. He? So. Mit einem guten Glas Rotwein kann man für die Küche noch ein bisschen Zeit gewinnen. Auch die Auswahl des Weins wird bewertet. Und auch da gilt, die Geschmäcker sind verschieden. Oh, Jenny, findest du ihn gut? Sehr kritisch. Es ist relativ trocken, gell? Mhm. Das ist ein herber Wein. Es ist kalt. Ja, du hast Fachfrau, gell? Für das Filet noch ein bisschen Farbe bekommen, werden sie noch kurz anbraten. Das Gemüse ist jetzt Oling. Fertig ist der Hauptgang. So. Gut, alles, aber ich sage, ich komme mit denen auch weg. Ich muss noch den Lauch von schnell raus. So, gut. Zum Filet mit dem Gemüse und der Senfsauce gibt es noch Kräuterherdöpfchen. Fleckchen, das ist Kunst Das muss so sein. am Teller. Es ist schon geschnitten. Man sieht es. Ja. Danke vielmals. Jetzt wünsche ich euch von Herzen einen guten. Danke. Und die Senfsauce ist es. Auch der Hauptgang wird wieder nach den gleichen Kriterien bewertet. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Man muss sich richtig konzentrieren dabei. Der Hauptgang habe ich fantastisch gefunden. Es ist farblich, das Fleisch hat sie perfekt gegart. Da kann ich einfach keine Kritik geben. Mein Teller ist leider also nicht heiß, aber der Essen ist perfekt gewesen. Ja, die Senfsoße, das war der Hit. Ja. Wenn man gerne Senf hat, das war der Hit. Und hat passt. Unbedingt. Jetzt was richtig. Das fällt nicht auf. Ja. Ja. Das ist jetzt wirklich was. Gell? Alles. Ja, das ist so gut. Also die Trübel sind gut. Ja. Aber der Sellerie ist schon gut. Ich habe mir überlegt, eben, das Fädeli, das könnte so wie aufgefädeltes Fleisch sein. Und dann hat mir das Fädeli definitiv gefällt. Also es war zwar wunderbar angedenkt, dass sie es wegnimmt zum Essen, aber durch das, was namentlich im Menü erwähnt worden ist, habe ich es eigentlich ein bisschen vermisst. Der Stangensellerie war ein bisschen hart noch im Biss, aber sonst alles gut. Und die Senfsoße war ein Traum. Entweder haben sie 3 Tage nicht mehr gegessen oder der war gut. Das ist alles leer. Ist alles aus? Ja. Hey, gut. Also. Gut. Du nochmal. Nein, ich würde gerade hier. Weißt du, dass wir sie wirklich auch so einzeln auf den Tisch. Die Überraschungen zum Beerisüppli sind das Schoki-Parfait und ein selber gemachtes Panna Cotta. Sonst können wir, weißt du, das tun wir halt hier noch ein bisschen dazu. Wir haben ja genug. Also, drauf los. Oder kann man die Hätchen zwischen... Ja, ich würde jetzt bei allen gleich, wenn wir dann die Zöpfchen auffüllen. Aber das muss muss sie Farbe. so. Ja. Dann löpft die eine und die andere dann von denen. Und die selber gemachten Brezeln kommen noch zum Zug. Das Mühlbrötchen. Gut. Die Monika ist eine Perfektionistin. Jedes Detail muss stimmen.
Zöppli zu den Beeren ist eingekochter Apfelwein mit Zucker und Gelatine und ein bisschen Rosenwasser. Ich glaube, es ist nicht schlecht. Für alle etwa gleich. Das Schokiparfait kommt dazu. Jetzt tue ich das am besten legen. Und noch ein bisschen Schaumwein auf die Beere. Ja, next. Genau. Fehlt da nicht noch etwas? Schön. So. Ganz schön. Dann kannst du laufen. So, es geht ums Dessert. So, danke. Dickeli hat sie lecker. Danke. Panna Cotta hat er vergessen bei den ersten 2 bringen. Wir ja. Wir sind gut, wir zwei hier. Surprise machen. Wir gehen mit dem noch als Surprise, oder nicht? Nein, komm, wir bringen die 2 noch. Die Panna Cotta ist schnell noch nachgereicht. Und bekanntlich kann man bei den Frauen mit dem Dessert noch punkten. Als ich das Dessert serviert bekam, habe ich gedacht, oh, Monika. So richtig herzig, fein, so verschiedene Sachen drauf. Das passt perfekt zu ihr. Das Beeresöppli. Sehr, sehr erfrischend. Speziell. Ich nehme an, es war irgendein Prosecco. Die Früchte einfach nur gut. Sie hat 3 irrsinnige, schöne, verschiedene Sachen gehabt, aber es hat nicht miteinander irgendwie harmoniert. Mit Vanille? Ja, Vanille ist es Vanille, sicher. ja. Da siehst du. Vanille, Aber es ist noch etwas drin. Es ist etwas drin. Ja. Ja, das Gefühl, es ist Gerade Panna Cotta hat es Reden gegeben. Ja, vielleicht. Ja, davor. Da bin ich gespannt. Sie ist wirklich eine feine. Sie war auch ein feines Essen. Und die Perfektion, also es hat wirklich, ist alles perfekt dort gewesen, wo es hätte sein müssen. Es ist schon Moni. Wegen dem auch die Ambiance, es war fast zu perfekt gewesen. Ja, ich hatte gewisse Ansprüche an mich, aber ja, es ist nicht ganz alles so gekommen, wie ich es gerne hatte. Aber wir hängen nachher, vielleicht können wir es noch gut machen. Und haben ja, glaube ich, alle jetzt ihre Sachen bekommen. Die Monika und die Anne haben es geschafft. Merci vielmals. Merci vielmals. Herzlichen Dank. Hallo. Merci vielmals. Das ist ganz Hey, lieb. super. So, euer verdienter Kaffee. Darf ich das gerade so draufstellen? Ist das gut? Da bin ich ja gespannt, was mich da berichtet. Zum Schluss gibt es noch die obligate Kaffeerunde. Die Monika hat fertig gekocht und kann zum gemütlichen Teil übergehen. Dafür steigt der Puls bei der Janine Fischer. Sie ist nächste Woche Gastgeberin. Welche von den 7 Landfrauen den diesjährigen Kochwettbewerb gewinnt, kommt am 8. November in der Finalsendung aus.